So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Oh yeah. Plus die Ruckler, die manchmal beim Rennen rauszoomen auftreten. Und ja, wir haben, wie bereits erwähnt, noch einiges zu tun, sowohl storymäßig als auch Sidequest-mäßig. Ich will mich jetzt aber trotzdem erstmal auf die Story fokussieren. Da fehlt uns ja eigentlich noch eine Stimme, und zwar, ja, so wie es aussieht, die Stimme des Wassers, Stimme des Donners, fehlt wohl noch die Stimme des Feuers. Also wird es wohl noch eine Art Feuerdrachen geben in Eldin, und dann müssen wir alle Stimmen haben, damit uns Narisha endlich die 4. Stimme gibt für das komplettierte Heldenlied. Ja, hoffentlich zumindest. So, ich habe offscreen noch ganz kurz geguckt, auch wie es mit den restlichen 5 Herzteilen aussieht, die uns noch fehlen. Und es ist relativ simpel. 2 Stück bekommen wir noch hier im Wolkenhort. Und zwar eine hier, nicht hier oben, hier bei der Ritterschule. Da haben wir nämlich wirklich komplett vergessen, das Herzteil hier hinten. Eine gibt es bei Terry noch, aber auch erst später. Und dann ist es so, eine gibt es noch beim Siegelhain. Beziehungsweise im Wald von Fallwogen, kann man eigentlich schon sagen. Beim Geron, der dort so rumsteht. Und 2 Stück gibt es noch in der Ranell nicht Schlucht, Moment. Ranell, ja, aber nicht Ranell Schlucht. Eine ist nämlich in der Ranell Schlucht im Donnerdrachen. Und eine ist im Ranell Sandmeer, und zwar in der Schiffswerft. Da müssen wir auch nochmal vorbeigucken, weil die haben offenbar noch irgendwas Neues für uns. Ja. Das einfach mal so kurz und knackig erwähnt. Das heißt, für uns geht es jetzt weiter im Text. Mit der Story. Und der nächste Storyabschnitt, kann ich schon mal so viel verraten, der war damals ziemlich eindrücklich. Und wird auch jetzt ziemlich eindrücklich sein. Denn das ist irgendwie bei allen 3 Gebieten, bei allen 3 Drachen so. Es passiert einfach etwas, womit man gar nicht rechnet. Mit Überschwemmung irgendwie des Waldes haben wir nicht gerechnet. Gut, das mit dem Notensammeln war irgendwie doof, finde ich. Aber ja, die Überschwemmung des Waldes war natürlich cool von dem her. Ein Donnerdrachen war auch unerwartet. Dass er auch mal tot war, wenn wir ihn wieder retten mussten. Aber was jetzt passiert, das toppt irgendwie alles. Ja, ihr seid richtig. Wir haben nur noch 2 Herzen. Irgendwie der Vulkan ist ausgebrochen und vor allem wir haben keine Items mehr. Da guckst du an. Ja, Feuerohrringe haben wir noch. Cool. Warum wir den Wasserdrachenschuppen nicht mehr haben, dann die Feuerohrringe. Okay. Muss man verstehen. Irgendwie auch nicht. Und irgendwie Items. Hier, alles weg. Diese Item wurde dir von den Bocklins gestohlen. Holen es dir zurück. Das Master-Schwert wurde hier gestohlen. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Es ist das Master-Schwert. Es verbannt das Böse. Die können es gar nicht anfassen. Aber das haben sie hier gelassen. Okay. Ja, Vulkan ist ausgebrochen und das ist natürlich etwas, du kannst dich nicht darauf vorbereiten, gar nichts einfach so passiert. Tschüss. Und jetzt fragen sie natürlich, und jetzt, wie geht's weiter? Weil wir haben ja nichts. Wir können nichts machen. Ich kann hier nicht graben. Feuer habe ich in dem Sinn auch nicht, weil sie ist im Schwert. Kann ein paar Herzen regenerieren, wa? Oh. 3 Herz-One, yeah! Nee. Erstmal das vorher Gepiepe abstellen. Das war 4 hintereinander kommen, krass. Ja, schon besser. So. Da guckst du, wa? Ich rette dich! Was? Jetzt freue ich mich, dich wiederzusehen. Hä? Wie? Du kennst mich nicht mehr? Ich bin Platz hier von dem Mogma. Wir sind uns am nördlichen Tempel begegnet. Ja, stimmt. Ich habe gesehen, wie sie dir vorgetragen haben. Bin dir gefolgt. Du weißt es wirklich nicht mehr? Was wolltest du eigentlich hier?
Ich suche eigentlich was, aber ganz ehrlich, was eigentlich passiert? Ich habe keinen Schimmer. Also wohl auch von den Gerüchten gehört, wa? Es soll sich allerlei lichtscheues Gesindel versammelt haben. Und wo die sind, gibt es ganz bestimmt was zu holen, hey. Nun soll es sich vielleicht erst einmal um das Nötigste kümmern. Ist dir doch nicht aufgefallen, dass du völlig unbewaffnet bist? Ja, danke. Woher weiß er das überhaupt? Als du bewusstlos warst, haben man dir deine Ausrüstung abgenommen. Die sollst du vielleicht suchen gehen. Was man sich hier auch fragen kann, warum haben die mich eigentlich nicht Gibohim gemeldet? Und er hat mir einfach platt gemacht. Oder warum haben sie mich nicht direkt getötet? Wäre doch die perfekte Gelegenheit gewesen. Dass sie aber mir jemanden schnappen können. Die Mogma-Klaue, nutze sie, um dich durch Mogma-Löcher durchzugraben. Ich mache jetzt schon mal auf, Abschließerei, bis dann. Ja, Freunde, und darum geht's. Hier. Im Feuergebiet, im Prinzip. Warum natürlich der Vulkan ausgebrochen ist, weiß momentan noch keiner. Fakt ist aber, wir müssen erstmal dafür sorgen, gucken, ob sich irgendwas verändert hat durch den Vulkanausbruch oder natürlich nicht. Aber vor allem müssen wir dafür sorgen, dass wir irgendwie jetzt hier rauskommen und unsere Items wieder finden. Und zwar alle. Natürlich dürfen sie uns nicht entdecken, weil wir können momentan nichts machen. Ohne Waffen und so. Okay, jetzt bin ich hier. Mal ganz kurz gucken. Da hinten sieht es relativ safe aus. Da will er lieber nicht entlang. Hat es vielleicht da drüben noch etwas? Ich will vielleicht mal ganz kurz noch hochhealen. Aber ich bin nicht mehr sicher, wie es genau war. Sprich, ob sie mich direkt gefangen nehmen, sobald sie mich irgendwie entdecken. Oder ob sie mich irgendwie erstmal treffen müssen oder so. Was Ähnliches gab es zum Beispiel Legend of Zelda Queen of Time mit den Gerudos. Also in den Gerudo-Fäßen natürlich, okay. Ja gut, ich kann sowieso keine Items nutzen, insofern können die mir eigentlich auch egal sein. Ist auch nichts. Der Ort selbst, der kommt einem überhaupt nicht bekannt vor. Hat sich irgendwie alles verändert hier, oder wie? Ein bisschen was zumindest, wa? Ja, die Karte markiert das Ziel. Okay, gut. Das ist vielleicht auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, einfach schon, wenn man hier schon direkt sieht, wo die ganzen Items überhaupt abgeblieben sind. Doch, hier waren wir schon mal, aber damals sah es ein bisschen anders aus noch. Aber ihr seht, da ist überall verteilt. Das wird eine richtig lustige Suche. Aber hey, wir haben ja Zeit, Ich glaube, ich habe im Original damals irgendwie 2 oder 3 Folgen gebraucht, glaube ich, bis ich alles hatte. Ja, mit 2 Folgen können wir sicher wieder rechnen. Ach, erstmal gucken muss, dass er irgendwie, Alter, wie das aussieht. Kann der Feuerdrachen immer abdrehen oder was? Immerhin, ihr könnt schon mal speichern. Das ist schon mal, oder wäre schon mal von Vorteil. Man weiß nicht, was passiert. Man sieht aber auch eben, es hat sich einiges verändert hier, es sind auch gewisse Dinge abgesperrt und so, also. Wow. Hey, was machst du denn da? Du kannst doch nicht vollkommen unbewaffnet hier rumstolzieren. Ich hab doch gesagt, dass sich hier allerlei Gesindel darum versammelt hat. Schau dich nochmal um. Das hat man schon mal gesehen, aber ich brauche doch alle meine Items wieder. Wie kommen wir denn da hoch? Ich kann das nicht oft genug sagen. Sollst du wirklich eine Ausrüstung wiederfinden? Du willst dich schließlich unglücklich machen, oder? Hast du mich verstanden? Ja. Zum ersten Mal. Irgendwie machen mir Sorgen um dich. Also gut, jetzt zeig dir was. Nimm mal deine Karte. Bist du bereit? Tut jetzt einen Riesengefallen und verrate dir, was sich in den Truhen befindet. Wenn er weiß, was in den Truhen drin ist, warum bringt das mir nicht einfach? Bomben natürlich auch schon mal gut. Ich glaube, Enterhaken wäre auch schon mal. Pfeil und Bogen wäre schon mal geil. Ja, gut. Hier ist der Greifhaken offenbar. Da die Peitsche. Ja. Das hier, das könnten andere Sachen dabei sein. Alles wiederfinden. Das wird ein Spaß, Freunde. Let's go.
gehe bis hier hin und dann sinkt er wieder. Sprich, der wäre für den Rückweg gar nicht mal so schlecht, aber ansonsten bringt mir das jetzt noch nicht so viel. Ansonsten komme ich da nicht großartig weiter. Ich müsste eigentlich an dem Goblin da vorbei. Der Moblin. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Zwar zuerst kann ich irgendwie da runterspringen, aber nee, keine Chance. Kann ich vergessen. Ja, komm, dreht er wieder um, dreht er wieder um. War ein paar Gegner, nicht gut. Oh, oh, hä? Jetzt wird es heiß, vorhin war es nicht heiß. Ah, okay. Noch schon leicht gewundert. Mhm. Okay, das sind diejenigen. Diejenigen welchen. Leider kann ich die Mobber-Klaune nicht zum Kämpfen nutzen. Das wäre vielleicht auch ganz cool gewesen. So Link als Hauskämpfer à la Fire Emblem. Aua, so nah wollte ich gar nicht. Der Explosionsradius hat schon in sich. Okay, da ist auch kein Vieh mehr drin. Bin ich unterwegs zu einem Item? Ich würde mal sagen, ja. Mhm, hab verstanden. Hab schon verstanden. Durchbuddeln ist die Parole. Wieso ist das so ein Viech? Okay, keine Zeit dafür. Noch kein Bock gesagt. Bringt eh nichts. Dann holen wir uns mal welches Item zurück. Natürlich, es ist der Laubbläser. Oder magische Krug auch. Bringt uns zwar nicht so viel im Kampf jetzt, aber besser als nichts. Die Frage, ich hätte gerne den Greifhaken noch, muss aber doch oben durch. Also hier ist eher dann für den Rückweg quasi weiter zu kommen im Gebiet selbst, aber... Na toll, Insekten bringen mir jetzt gar nichts. Und das Käferfänger nicht. Oh. Jetzt auch ein paar Wachen, das ist nicht gut. Dass den Moblins niemals aufgefallen ist, dass diese, ja, sagen wir mal, Löcher, wo wir uns eingraben können, direkt vor und hinter ihren Türmen stattfinden. Okay, verstehe. Ich muss ihm eigentlich langsam folgen und mich dann direkt hinter das Ding da schleichen. Oder versteckt mich da drin, sobald er umkehrt. Und gehe da dann entlang. Okay, okay. Der muss halt ihre Patrouille ein bisschen abwarten, ne? Versteht ihr? Der geht bereits wieder zurück, der will mich natürlich jetzt sehen, wa?
Okay, hat geklappt. Bin auch noch knapp. Hey, ist nochmal so ein Vieh hier unten oder was? Ja, da ist nochmal so ein Vieh. Scheiß Vieh. Oh, Menno. Ich muss trotzdem noch sagen, die Idee selbst, sowas hier einzubauen, ist schon krass und irgendwie cool und unerwartet. Auf sowas stehe ich ja. So, ein Greifhaken wieder, Gott sei Dank. Der kommt wie gerufen, Freunde, wie gerufen. So. Also müssen wir da entlang, da wäre bereits eine erste Kiste. Jetzt muss ich mal gucken. Jo, okay, sie haben es bereits so gemacht, dass ich hier durch könnte. Mit dem Greifhaken kann ich ja theoretisch auch schon kämpfen. Ist zwar jetzt nicht so stark wie in anderen Spielen, aber ey. In der Not frisst der Teufel fliegen. So, eigentlich wollte ich zwar da entlang, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Okay, da ist alles noch versperrt. Ah, okay. Da kommen wir endlich mal hier durch, wo wir noch nie waren. Stimmt, waren wir noch nie. Oh, stimmt, gar kein Schwert. Scheiße, wollte es gerade ziehen. Ja, schön. Wofür ist jetzt das gut? Man weiß es nicht. Aber es ist da. Haben die mir eigentlich gerade die Libro geklaut? Ne, die Lyra habe ich noch, okay. Gut, aber da ich schon mal hier bin, ist das sowieso gar nicht mal so schlecht, weil ich jetzt hier entlang fahren kann. Eine Plattform, die hoffentlich bald wieder kommt. Ich habe zwar einen Greifhaken, aber trotzdem mal gerne wissen, was ich mit dem machen kann. Gehen sollte hoffentlich nicht. Die Strecke beeinflussen kann ich auch nicht. Ich bin mich auch ein bisschen gewundert, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, genau. Perfekt. Dankeschön. Oh, Marienkäfer. Das Tor ist zu. Ja, man sieht hier, oh, ist mal ganz etwas Originelles und vor allem mal etwas Kluges. Sie haben die Truhe wirklich da reingepackt, wo sie es auch, wow, bewachen können. Wie es eigentlich auch sein sollte. Das ist halt die Frage, ein Holzturm. Wie können wir den irgendwie zerstören? Der Herzschlag, ey. Kam ein bisschen vor wie bei Dead by Daylight. Läuft er wieder zurück? Ich hoffe mal. Und der andere Typ schnallt gar nichts, oder wie? Nö, der wundert sich gar nicht, dass der Turm plötzlich weg ist. Ist ihm scheißegal. Gut, dann ist mir natürlich auch egal. Und wir müssen jetzt natürlich die Peitsche kriegen. Oder zurückbekommen vor allem.
Du hast die Peitsche wieder. Yes, Mann. Gut. Hätten wir mal das. Tja, und jetzt kommen wir wieder auf die andere Seite. Ach ja, ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Okay. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Dankeschön. Puh. Da sind wir also wieder. Auch hier noch ein paar Bomben. Sicher da einen Weg frei sprengen, damit wir da weiterkommen, weil ich wüsste jetzt sonst nicht, wo es großartig weitergeht. Wir haben zwar gesehen, dass irgendwie da oben auch noch was, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich irgendwie über den Weg zurückgehe. Und dann hinten rum. Dann können wir vorstellen, dass es hier ein bisschen schwierig wird. Oder doch nicht? Doch, aktuell schon. Okay. Ich hatte gerade, hey, kann dann einfach problemlos da hochlaufen, weil es gar keine Gegner hat, aber die Lavafontäne machen wir einen Strich durch die Rechnung. Okay, ich muss doch links entlang. Und wie wir das genau schaffen werden, Freunde, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Hier im Vulkan-Eldin-Gebiet, was komplett, also nicht komplett anders, aber doch ein bisschen sich verändert hat. Durch den Vulkanausbruch und uns alle Items geraubt hat. Vor allem das Masterschwert, was ziemlich unpraktisch ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.